Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, World Squad Folge 2 ist da. Und da würde ich sagen, da schnacken wir gar nicht lang, sondern gehen rein in den Bums. Ich hab Bock. Hoffe ihr auch. Da ist er. Wir fangen an mit Warmmachen mit Johnny, Viertelstunde, dann ungefähr 10 Minuten Kreis. Dann 2 Passübungen, dass sie mal ein bisschen 10 Minuten oder 20 Minuten ein bisschen warm machen mit der Ball. Ja. Diego kann da mitmachen. Ja. Und der andere ich und nach 10 Minuten wechseln. Ja. Und dann gehen wir halt in 9 gegen 9 und spielen. 3x6 Minuten ungefähr. Diego nimmt so die eine Mannschaft durch die andere und dann laufe ich ein bisschen zwischendurch. Ja. Dass sie vor allem ein bisschen aus den Positionen spielen bleiben. Ja. Wisst ihr Bescheid, Leute? Ich freue mich riesig, ne? Also für mich ist auch was Neues. Okay, welcome. First official day, first training. If you feel tired during the training, just say it. And you don't have to prove yourself today, just to get into the rhythm. Normally, only the first team can train here. So it's really special that we can train here with you guys. Like I said, you're part of the Bayern Munich family for 4 weeks. And from there, you never know. So enjoy it, but also realize where you are able to train. Most important thing is do it together. You need each and every one of you. If there's no pressure, keep the ball. Let them come to you. And then when they come, then you accelerate to the other side. But everybody is moving. That's what I really like. And hold the ball. Watch where he is. Play him on the inside. Now we go the other way around. Easy, easy. Schön weggeschickt. Für mich ist so das erste Training immer kennenlernen. Deshalb, es war nicht schwer, war ganz entspannt. Ja, damit die Beine ein bisschen locker kommen, weil die sind natürlich gestern alle angereist. Der eine war ein bisschen schneller hier als der andere. Da muss man vor allem die ersten 2 Tage sehr vorsichtig sein, dass keiner sich verletzt durch Müdigkeit. Wir sind rechtzeitig reingegangen mit was jetzt losgeht, aber nein, für ein erstes Training war das okay. Wir haben, morgen lassen wir dich los. Das wäre mal ein erstes Training gewesen, oder? Gleich mal mit Kaiserwetter rein hier in den Bums. Na, guck mal. Schön. Bueno, good training. ¿Te gusta lo tiempo así? Everybody will play 4 games for 5 minutes. It's full intensity. Wetter spielt mit? Kackwetter. Bernd, ist auch eine Marke, ne? Quality of passing, that's a great ball. Ich finde das Wetter überragend. Rasen top, es ist nass, was will man mehr? Great save, Arthur. Well played, well played. Good pass. Oh! Step out. Ja, gleich wieder kaputt, oder? Really well done. We won't speak too much. It just started raining, so we go in quickly. Clean the pitch and take a nice and hot and warm and deserved shower. You all trained really well. Hey guys, good. I'm sorry. No worries. Yeah.
Meine Mannschaft war ein bisschen am Schluss so ein bisschen easy. Oh mein Gott. Oh. It's good, bro. Yeah. Super Wetter. Hey, no Kamera hier. Die Jungs haben super trainiert. Ich freue mich schon auf morgen, weil dann geht's richtig los. Sieg mit 4-0 eingefahren habe, ist es für uns letztes Jahr nicht so gut gelaufen, haben im Endspiel... Nach der halben Stunde Duschen bin ich sehr zufrieden. Mega, mega. Ich glaube, bei mir ist ab zweite Folge. Wann bin ich dran? Ja, jetzt? Ja, dann. Dieses Jahr konnten wir dann noch einen Ex-Bayern-Spieler gewinnen. Servus. Ja, der Diego hat sich nie wirklich richtig bei uns durchgesetzt, ne? War immer so ein guter Mann aus der zweiten Reihe, würde ich sagen, ne? Was auch ein bisschen schade war. So ein Stunny eigentlich. Eigentlich so ein Stunny. Mal gucken, ob der Stunny nächstes Jahr, wenn er wirklich zurückkommt, da den nächsten Stepper machen kann. Ja. Komm, Aber auch sympathisch auf jeden Fall. Gut Tackle. Für mich war Bayern immer alles. Also ich bin hier geboren, bin hier aufgewachsen. Ja. Es gibt nur einen Verein in München und das ist Das hat er auch ausgestrahlt. Ne? Das muss man ganz klar sagen. für mich FC Bayern. Ich liebe den Fußball. Auch wo ich jetzt mit dem Fußball aufgehört habe, kann ich mit Fußball nicht lassen. Habe ich mich entschieden, jetzt den Trainerschein zu machen. Für uns deswegen auch von großem Wert, weil Diego Contento hier bei uns beim FC Bayern München aufgewachsen ist. Diego ist, glaube ich, so ziemlich der einzige Spieler, der die komplette Jugendmannschaft vom FC Bayern bis in Profifußball durchlaufen hat. Meine zwei älteren Brüder haben ja bei Bayern schon gespielt. Ich kam mit 4,5 Jahren erstmal am Trainingsplatz. Ich habe mit meinem Schon Papa geil, nebenan trainiert und da hat mich ein Trainer entdeckt. Ja, er war in 3 Champions League Finale dabei, hat Finale da Home gespielt, bringt eine super Erfahrung mit. Ja, er hatte schon zum Ende eine ordentliche Saison oder eine ordentliche Zeit bei uns, ne? Aber immer so der letzte Stepper so in die absolute obere Riege hat gefehlt, leider. Was aber auch okay ist, ne? Ich habe ein schönes Gespräch gehabt mit dem Lars und der hat mich gefragt und ich habe gesagt, sofort ja. Wird uns auf jeden Fall bereichern. Er wird in Trainingseinheiten aktiv noch mal viel mehr mitgestalten können. Die Jungs können natürlich von so einem erfahrenen Spieler lernen, auch in den Trainingsübungen, wenn er mitkickt. Ich sage, im Leben ist immer das Wichtigste die Disziplin und das würde ich denen gerne übergeben. 4, 6, 7, 8. Das ist natürlich eine ideale Ergänzung. Ja. Mit Roy Mackay als Cheftrainer haben wir den Stürmer und mit Diego Contento als Co-Trainer haben wir einen erfahrenen Abwehrspieler. Ich glaube, ich muss von Roy die Hütchen tragen. Ich bin jetzt vorbereitet. Haben ein bisschen mit dem Roy besprochen alles und hier ist der Zettel. Schauen wir mal. And speak together. Together speak. Same players here and here. Schon eine große Verantwortung, weil die wollen es auch schaffen bei den Bayern. Wird ein schwerer Weg, aber wenn mit Disziplin und Talent da ist, man weiß nie im Fußball. Also auch mal schön als Co-Trainer mal zu sehen, wie Spieler sich präsentieren. Ne? Das ist ein tolles Trainerduo und da hoffen wir natürlich, dass die Jungs sich in den 6 Wochen richtig weiterentwickeln. Wird eine spannende Reise. Wir freuen uns natürlich, dass die Audi AG dieses Jahr als Partner mit von der Partie ist und unsere World Squad begleitet. Ohne die Unterstützung von unserem Gesellschafter und Sponsor wäre es nicht möglich, diese 4 Wochen so zu gestalten. Wir freuen uns natürlich, dass Sie dabei sind und dass wir gemeinsam hier ein tolles fußballerisches Erlebnis haben. Ja, na klar, muss ein Sponsor haben. Kannst ja nicht selber finanzieren, sowas bei so einem starken Aktienunternehmen, ne? Da hast du nicht mal ein paar 100.000, wenn es überhaupt so viel ist.
Aber gut, sind wir froh, dass es sowas überhaupt gibt, ne? Und ob da jetzt VW draufsteht, Audi, oder ist sowieso alles ein und dasselbe. Also von daher. Ja, wir machen jetzt hier mal wieder Können Sie mir auch gerne vor der Haustür stellen. Schön rot. Läuft, nehme ich. was für das Teambuilding und fahren zum Basketball. Und jetzt unterstützen wir mal die Basketballabteilung des FC Bayern und schauen mal die Playoffs gegen Würzburg. Ich darf zum ersten Mal hier bei Bayern ein Basketballspiel anschauen. Freue mich schon drauf. Mein Sohn und ich sind riesen Basketballfans. Wir haben schon ein paar NBA-Spiele anschauen können und dürfen. Und jetzt mal hier eine andere Abteilung von unserer Verein unterstützen dürfen in so einem Spiel. Das ist, glaube ich, wunderschön. Really intense? Yeah, it's good. I love it. I love this. I like it. It's a great game. This is my first time on the basketball court. Yeah, I'm actually a Bulls fan. Michael Jordan, the greatest basketball player. Michael Jordan. The Chicago Bulls I watch on TV because I'm from Chicago and I always watch them. But I don't usually go to games in person, but I watch online. I don't really have the time to just go. My dream is to play for FC Bayern, for the first team. I just want to make my whole family proud. My name's Sebastian Dabrowski, I'm 16 years old, and I'm from Chicago, Illinois. Ja, man muss sich hohe Ziele stecken, wa? I play for FC Bayern Global Academy. Die Global Academy ist eine U17-Mannschaft, die analog zu unserer U17 hier in München am Campus trainiert. Mit Cheftrainer Klaus Augenthaler. Man hat den ganzen Zugriff auf die Athletikbereiche, medizinische Versorgung. Also quasi, die Global Academy gibt quasi Jungs die Möglichkeit, wie ein U17-Spieler zu leben in München und zu trainieren. I got invited to come here, so I've been here since September 1st. Have you met Roy? Yes, I've met Roy. Very nice to meet you. And he gave me the news that I'll be on the FC Bayern World Squad for 2024, so I was really proud. FC Bayern World Squad ist ja bei uns, wenn wir mal auf den internationalen Nachwuchsfußball schauen, das, ja, kann man sagen, Leuchtturmprojekt, auf jeden Fall das entscheidende Projekt, dass die World Squad dann der letzte Schritt ist, gegebenenfalls irgendwo in den Profifußball zu finden. That's the reason why we are here to inform you and invite you to the new World Squad season this year. Both of you. Thank you so much. Don't thank me yet. It's going to be a lot of hard work and having fun and try to perform to represent this club. Yeah, thank you so Good much. luck and see you in June. Oh, it felt amazing. I was a little bit emotional, but it was, of course, joy. But it's just a dream come true that I get to be with the FC Bayern World Squad, and I always watched the FC Bayern World Squad last year, and I always wanted to be on it. Sebastian Dabrowski war dieses Jahr in der diesjährigen Global Academy-Saison einer der auffälligsten Spieler, der sich von Anfang an hervorgetan hat. Was er im Training zeigt, kann er noch nicht so 1:1 umsetzen bei den Spielen. Just want to improve a little bit on my emotions, my control of my emotions sometimes because I get frustrated a little bit too much. Er ist super nett, super höflich, super humble, würde ich sagen, gut erzogen und schon vom Charakter her ein sehr ruhiger Typ. I don't really try to think about pressure, but sometimes, yeah, sometimes I'm a little bit stressed when I just
walk around with this badge, it's just I feel like joy and proud. He's a good guy. He's so good. On and off the pitch, he's cool. Yeah, he's like my best friend in the team. Yeah, even while playing too. He always understands the play. Like that's why I always want to play with him. Yeah, just like we understand each other a lot. He's a great guy, and I love spending time with him on and off the pitch. I tell him like the world squad for the coaches, like they need quality in the team, so he needs to put up a lot of hard work. Advice from David Emmanuel. I started playing football when I was 3 years old. My brothers played football as well. I always wanted to be better than them, and that like motivated me. So I just enjoy it every single day. Wir würden jetzt gerne halt mal die nächsten 4 Wochen sehen, wie er sich auf so einer Bühne gegen U19, im U19-Jahrgang behaupten kann, wenn er natürlich mit ganz anderen Spielern zusammenspielt, die auf einem höheren Niveau sind als in der Global Academy, dass er dann halt sich da auch in die Richtung entwickelt. They're gonna see a lot of hard work and discipline and always working hard and focused. Er will vielleicht dann auch zu viel. Er ist sehr, sehr ehrgeizig. My goals are, I would say, win every game with the World Squad. Am Anfang in der Global Academy Saison war er auch mit der beste Spieler, was ihm gar nicht so gut getan hat. Aber ich glaube, das ist normal in dem Alter. Der Oge, ey. It's an experience of a lifetime, so I'm really enjoying it and I'm happy. I'm excited going back to America and showing our talents to the U.S. teams. Hey, last one, come on. Sehr gut. Mega. Also ich finde immer Basketball was Geiles. War super. Wir sind das erste Mal hier. Wenn wir so nah dran sind, da ist es super. Man sieht ja auch an den Zuschauern, das Stadion ist immer voll und auch die Emotionen sind immer da. Also man sieht, dass der Verein riesig ist. Roy! Sì, tranquillo. ¿Pasar el fin de semana o qué? No, estoy con ese proyecto. Ah, ¿qué tal? Der FC Bayern München lebt ja auch von San Mir. Es geht einfach darum, besonders anders zu sein. Ein Teil dieses Mir San Mir ist natürlich auch ein sehr familiäres Umfeld, eine sehr familiäre Atmosphäre. Und es ist nicht nur Fußball, es sind unsere anderen Abteilungen des Bayern München. Unsere Basketballer haben die gleiche Einstellung. Abfahrt! Endlich gelandet in Charlotte. Passport? Yeah. Ah, perfect. I'm in the US, so I'm happy. Wir haben ein super Turnier, das wir spielen können in den USA mit der World Squad und da geht es gegen Borussia Dortmund. Mhm. 22 Titel, Bernd Dreher. Ohne zu schwitzen. Ohne zu schwitzen. Das ist grundsätzlich immer brisant, wenn Bayern gegen Dortmund spielt. Das ist geil. Das ist ein Traumlauf für jeden. Ohne zu schwitzen. Ach, herrlich. Welcome. Now training, I mean, not the best pitch there is, but it's not going to be a tough training either. Schönes Wetter.
Sit up, please. How do you feel? Tired? Now, just quickly, we have the tournament, you know, and I took the decision to not put you on the 20 players. Oh, geht schon los, die harten Entscheidungen, Leute. Geht schon los. Eieieiei, der Roy, ey. Ja, das war jetzt ein wilder Cut irgendwie, ne? So am Anfang so ein bisschen so... Ja, weiß ich nicht. Hatte man das Gefühl, das wird so eine Pufferfolge gefühlt? Klar, mal ein bisschen was zum Diego Contento gesagt, dann zu dem Jungen aus den USA. Dann Basketball und dann so gefühlt so in einer Minute, ja, Abflug, da ankommen, Training, Gespräch. Wild. Naja, gut. Sind wir mal auf die nächste Folge gespannt. Und dann natürlich Spiel gegen Dortmund. Das muss knallen, ne? Das muss knallen! Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Wie immer, vielen lieben Dank für euren Support. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.